Der Legende-Modus hier bei Hyrule Warriors ist einfach nicht zu stoppen. Hey, ständig gibt es neue DLCs, ständig gibt es neue Schlachten. Es wird einfach niemals langweilig. Willkommen zurück hier zum neuen Abenteuer. Ich muss erst mal ganz kurz zum Bazar noch gehen. Weil das habe ich am letzten Part vergessen. Genau, also erstmal gucken, jetzt was Neues, haben neue Dinge gesammelt, aber scheinbar will keiner. Hä? Echt jetzt? Sind wir schon in dem Punkt angelangt, wo ich meinen normalen Durchspielen keine Upgrades mehr machen kann? Scheint fast so, wa? Echt nichts, das ist unglaublich. Waffen kann man vielleicht bei ihr. Gibt es noch etwas, was machen könnte? Ich glaube, 2 Zepter hat sie, wa? Finsternisbonus. Ja, bringt ja nichts. Gut, Leute, wollen wir sagen. Yep, genau, mit Sia machen wir das. Und neues Kostüm gebe ich hier. Das letzte Mal hatten wir ja mit Maske. Jetzt können wir theoretisch mal ohne Masken, ohne Hut. Oder aber mal die Hüterin der Zeit mit Finsternisbonus drauf. Wohlgemerkt. Ja, wieso nicht? Mal schauen, wie es aussieht. Sia had conquered the land of Hyrule in the blink of an eye, and claimed pieces of the Triforce as the spoils of her victory. Intoxicated by the power of the complete Triforce, she fell further under Ganondorf's sway. At his urging, she ripped time and space open to create portals to 3 other eras of Hyrule's storied past. Immediately, she sensed a power emanating from the era of Twilight. She set off to discover whether it was a resource to control or an enemy to destroy. Also Hyrule Warriors spielt schon in einer ganz verrückten Zeitebene ab, oder? Ich meine, theoretisch, jetzt gerade erwähnt, dass halt all diese Zeitebenen, sprich die von Ocarina of Time, die von Twilight Princess und die von Skyward Sword, werden alle zu der Vergangenheit von Hyrule Warriors gehören. Aber wir wissen ja eigentlich, dass vor allem halt Ocarina of Time und Twilight Princess, wobei, jetzt redet keiner Quatsch, natürlich geht das. Das heißt, wenn man jetzt Hyrule Warriors im Prinzip in eine Zeitlinie packen würde, würde das Ganze ja nach Twilight Princess irgendwann, sprich auch lange nach Force World Adventures und so, stattfinden. Eigentlich noch interessant, wa? Ob es wirklich so ist, weil theoretisch gibt es nachher auch noch neue Charaktere und so in anderen Spielen. Ich meine, es gibt ja auch noch irgendwie so Gerüchte davon, dass es auch noch zu Majora's Mask und sowas geben würde, und dann würde sie auch noch passen, weil man kann sagen, stimmt, das wird ja eigentlich noch passen, ey. Hyrule Warriors spielt also theoretisch, ich meine, offiziell heißt es spielt in keiner Zeitepoche, in offiziellen Spielen, aber trotzdem, theoretisch könnte es trotzdem sein, dass es alles nach irgendwann in Zukunft von Twilight Princess stattfindet. Das wäre irgendwie schon der Hammer. So geht's auch noch mit, ne? Also, ja, das geht natürlich nur dann, wenn halt Ocarina of Time, also das Ocarina of Time ist von der Vergangenheitsebene, wa? Weil die Zukunftsebene würde danach mit The Wind Waker weitergehen, das ist ein anderes Thema. Und spielt hier keine Rolle. Lalalala. Wo kommt all diese Monster? Was stimmt da nicht? So, sie in ihrem ursprünglichen Kostüm. Da ist ein Finsternispower und allem, Mann, schlecht. Zeigt der Verräter im Inhalt die Macht des Schattenkönigs. Sie ist bereits eine Verräterin, okay. Wir haben aber echt wenig. Also sprich, wenig Leute. Bis gegen Mitna oder Zanto. Okay, die freie Wahl. Technologie zu sein, das macht ihn leicht zu kontrollieren. Versucht es mit ihm. Okay. Wir sich uns sicher anschließen. Ja, wir Truppen von Mitna an. Ja, wieso eigentlich nicht, wa? Neue Feinde? Wie überall lästig. Muss ich mich vielleicht auch noch darum kümmern? Scheint fast so. Oh, kommen wir weiter. Hallo! Mann, wollte gerade abhauen! Die sollen wir nicht angreifen. Ja, ist klar, ich habe die gelben an, das sind ja die von Mitna. Was? Oh nein, stimmt. Verdammt! Verdammt, ich habe die Farbe übersehen. Weg, ja. Mein Fehler, die roten sind, ist ja Mitna. Alter! Macht die Gewohnheit, sorry, Leute. Was macht denn hier? Wow! Was macht denn so eine Armee von Mitna?
Richtige Nimbusgarde. Mann, das bringt alles nichts bei dem. Ich muss es so klein kriegen. Mit dem Jojo-Effekt, wie es aussieht. Okay, kommen wir noch nicht durch. Wieso? Keine Ahnung. Schattenportale oder irgendwie sowas. Keine Ahnung. Egal. Also die roten, wa? Gehen wir ganz kurz zu uns zurück, weil es sieht momentan ein bisschen kacke aus. Die Roten greifen uns an. Du. Jo, neue Waffe, wie es aussieht. Okay. Wie gesagt, die Gelben müssen überleben. Vor allem für uns. Aua. Zu spät gesehen. Der wäre futsch. Wer ist denn da unten? Der Büro ist auch da. Servus! Ich bin die Herrin! Wenn er gesagt, Herrin der Zeit, nee, ist die Herrin der... Egal. Das war nicht übel. Nimbusgarde, du musst draufgehen. Lalalalalalala. Level up! Zeit für den nächsten Streich. Zum Angriff! Ist sie hier? Nee. Die Truppen vom Rücken Richtung Hauptquartier vor, ja, sollen sie mal. Also mich, Mann. Den Unverschämten hätte ich nicht gut bekommen. Das ist auch da? Vulga rückt vor. Ja, der Herr Vulga, der rückt vor, Mann. Oh, es sind noch viele Spießgesellen hier, aber kein Problem für Sia. Und auch die Nimbusgarden werden draufgehen. Naja, Sia sieht zwar cool aus und so, aber was zur Kombination anbelangt, gibt es mit ihr noch ein paar Probleme. Und da zog ich doch lieber irgendwie mit Ganondorf oder Vulga, ganz ehrlich gesagt. Mann, kann einfach nicht rechtzeitig mit ihr ausweichen, das ist unglaublich. Im Rest klappt es ja auch, aber hier irgendwie... was machst du hier? Vorposten Hauptmänner! Für den Arsch! So, der Hauptplatz droht zu fallen, wieso? Was machen denn die Arsch... Oh, das sind ja die falschen, aber egal. Beeindrucken wir mit Leib am Zusehen ganz anders. Ja, schon wieder, ey. Da auch immer die gleichen Sprüche drauf. So, waren das schon alle? Starken, der Halbstarken, wie auch immer. Wow, glaube ich, da 2 Special-Leisten voll geil. Ich komme, Mann, ich fliege herbei. Wortwörtlich. Ist auch ein paar rote noch, jo. Vulga ist auch mit dabei, jo. Alter, blau, rot, gelb, alles vertreten. Wir sind im Minen oder Zanto. Wir haben Hinter vorzugsweise, aber wie kommen wir dann schnellst zu ihr hin? Das sind im Prinzip Schwackos oder hier, die können... Aber Vulga, spiel ich jetzt gerade oder hast du ein bisschen Schaden gekriegt? Ein bisschen ist gut. So, der gehört mir hier. Dann gehen wir mal zu Zanto. Ein paar Rubine noch. Yo. Ja, also starke als ja also gar keine war. Vielleicht ein paar halbstark, das war es auch schon. Alter, die Attacke hier, die Sirenen-Kombo. Nicht von schlechten Eltern.
Tschüss, Mann. In die Unterwelt mit dir. Dankeschön. So, jetzt kommt direkt meine Truppe nach. Das ist geil. Ich hoffe mal, die da unten kommen klar. Was sieht denn mein Auge da? Du. Was sind die Bomben? Ja, dachte schon. Ein Herzcontainer so gibt es hier ja nicht für die bösen Buben, nicht wahr? Der Hauptplatz steht kurz vor der Falle, das soll er halt. Schattenlinks, Attack! Die machen das schon. Geh mir aus dem Weg, ihr Flaschen! Tja, wie kommen wir jetzt am schnellsten zum Mieten, aber? Kann man auf die hier platt machen, wenn nicht alleine genügen. Jetzt mal das Tor hier aufmachen, wäre auch etwas, aber die Frage ist wie. Geh auf! Geht nicht. Okay, also wie gesagt, keine Truppe mehr, zumindest nicht viele. Ich kann natürlich versuchen, ihn da oben zu erobern. Jo, einmal versuchen, war ein Nordpalast. Ah, dann kann man so zum Mieten, natürlich. Bin ja schon dabei. Hat viele Lachrate, ey. Richtig verrückt, Mann. Du. Tja, sie ist halt auch verrückt nach Link. Sie liebt ihn, heiß und innig. So sehr, dass er ihn sogar vernichten würde, damit er mit keinem anderen zusammenkommt. Ach, das muss Liebe sein. Nee, das ist einfach nur Besitz. Und Egoismus. So, hallo Festkommandant, was willst du denn hier? Stress machen gibt's hier nicht. So, ja, fein. Deine Tage sind gezählt, Midna. Besiege Midna. Ja, kann man gleich. Oh, eine Truhe. Vielleicht hat sie irgendwie ein neues Item. Also, neue Waffe natürlich. Jo. Ja, stell dir vor, das bin ich. Schattenling, sehr bei mit euch. Und Midna blockt alles. Du. Das bringt ja nichts. Ich brauche noch ein bisschen Power-Ups. Du. Oh, das ist geil. Ein bisschen Magic noch. Komm schon, eine große Flasche. Yo! Jetzt geht's richtig ab. Seer Power. Ich bin nicht aufzuhalten. Ja. Hä? Was machst du da oben? Aha. Das war der Move. Ich dachte gerade, hey, was macht sie da oben? So langsam muss ich mal meine Trumpfkarte ausspielen. Voila! Was soll die sein? Eine wahre Form? Was? Ups. Na, da bringt das nichts mehr, wenn ich gerade platt gemacht habe. Habe ich dich jetzt? Ich weiß nicht, wer herkommt, aber hier ist Schluss. Was für ein frisches gehört. Aber sie ist clever, das kann nicht Schwierigkeiten bedeuten. Nö, tut's nicht. Ich mache einfach Serienkombi. Ich komme gar nicht mehr runter, hey. Also das ist natürlich gemein von sie, ja. Button smashen. Ich muss gar nicht mal machen, ich kann einfach die ganze Zeit hier auf den B-Knopf drücken. Ist langweilig, wa?
Midna ist platt gemacht worden. So, also noch ein bisschen Plast hier. Es wohl an Zeit, sich zurückzuziehen. Scheiße, Mann. Midna hat sich zurückgezogen. Die roten Truppen sind führerlos. Das Saal gehört mir. Die Moral ihrer Truppen sinken. Sag ich ja. Scheint die Truppen von Santo. Diese Kraft. Unglaublich. Jo, hat was, wa? Sie redet mit Santo. Jo, servus Santo, wie geht's denn so? Was sagst du, Schattenkönig? Schließen wir uns zusammen, um die Welt zu unterjochen? Jetzt sicher geil, Mann. Puh, diese Welt braucht nur einen Herrscher. Mensch! Das ist ganz schön stur, der Kumpel. Das war wohl nix. Nein, wie unhöflich. Hatte wirklich gehofft, wir können Freunde werden. Schade. Sehr schade. Wenn du jetzt freiwillig hilfst, muss ich eben andere Seiten aufziehen. Kommen wir sowieso hin. Merke ich gerade. Besiege Santo. Besiege Santo, ja, ich bin dabei. Er sollte erstmal vor ihnen sicher sein. Agro, beschützt das Tor. Oh. Nicht der schon wieder. Zu Befehl, Meister. Volga, kannst bitte mal ein Drachengespräch führen, wäre ich sehr dankbar dafür. Danke, tschüss. Habe ich mitten an meine Kräfte erschöpft. Tschüss, was? Und dann wieder ab. Santo flieht zum Magiekreis. Soll er jetzt gegen den kämpfen oder was? Wow! Santo darf nicht entkommen. Okay, lassen ihn in Ruhe. Halt Santo aufgefälligst! Wir kommen hier nicht durch. Ich muss ganz Weg zurückgehen. Scheibenkleister. Agnet wurde gesichtet. Jetzt mir das Käferchen entwischt. Und verlaufen mich auch noch. So ein Dreck aber. Ja, was soll man da machen? Das ist ein schöner Schlüssel. Sicher wird niemand böse, wenn ich an ihn nehme. Doch, ich schon. Das ist einfach der Schlüssel dieser Tore. Her damit! Die Truppen des Bösen. Agro gab das Hauptquartier an, soll er mal. Diesem Mungo also im Weg gehen. Das war der Plan. Wow, Alter, das ist ein Riesenkäfer. Ich brauche mehr Power. Dann hol die Power. Wer bist du? Warum bist du gemein? Schmollface. Ja, du, weil ich es kann, ich sag's mal so. Diese Riesenkäfer immer. Magie verbrauchen, Truppen des wir müssen Zeit gewinnen. Kacke, Mann. Jo, hat was? Ist sowieso gleich hinüber. Du, man darf nicht fliehen. Ja, ist ja gut. Und wo ist ein Schlüssel hier? Ich dachte, es ging um ein Käferchen. Hier, bitte sehr. Klar, das hat überlebt. Der Westpalast ist offen. So, dankeschön. Haben die Querker, wenn sie die Finger verbrennen. Tja, dann können wir jetzt Santo gefangen nehmen. Ja, klingt einfacher als es ist. Und jetzt genau weitergehen wird, das erfahren wir in nächsten Part hier bei Hyrule Warriors im Kampf gegen den Usurpator. Wieder mal. Das ist doch immer das Gleiche. Vor allem müssen wir ein bisschen Zeit schinden oder beziehungsweise noch schnell machen, weil ich glaube, Agorok ist auch nicht ganz so langsam dabei, unser Hauptquartier platt zu machen. Und es wäre ein bisschen doof, wenn er das schneller hinkriegen würde, als wir Santo platt zu machen. Tja, bis dahin, ciao zusammen!